aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. I wie Inventar auf Burgen. Ein Beispiel der Burg Niedertüchersfeld aus der Zeit der Bauernkriege 1525. Ich heiße euch wieder einmal willkommen zu meinem Burgenlexikon. Heute zu Inventar auf einer Burg. Denn so eine Burg, die war früher nicht nur aus Stein, Holz und Geschichte gebaut, sondern auch aus Vorräten, Möbeln, Betten, Bierfässern und einer ganzen Menge Vieh. Doch jetzt erstmal ein Video. Na, habt ihr schon die neuesten Schlagzeilen gehört? Burgen stecken voller Geheimnisse. Aber wie viel davon ist eigentlich wahr? Seid ihr schon mal durch eine Burg geschlendert und habt euch gefragt, haben Ritter wirklich so gelebt? Naja, nicht ganz. Viele dieser prächtigen, gemütlichen Räume sind eher viktorianische Fantasie als mittelalterliche Realität. Ja, die Romantiker des 19. Jahrhunderts haben da etwas nachgeholfen. Aber keine Sorge, Geschichtsfreunde. Unser Burgen-Lexikon-Video taucht tief ein in das echte mittelalterliche Leben. Macht euch bereit, ein paar Mythen zu zerstören und authentische Burggeheimnisse mit dem Burgenmeister zu lüften. Also, worauf wartet ihr noch? Drückt auf Play. Schneller als ein Ritter zur Turnierlanze greift. Wieder ein nettes Video über das Inventar einer Burg. Realität statt Ritterromantik ist aber das Thema. Was mancher Tourist heute für authentisch hält, war oft ein Produkt des 19. Jahrhunderts, romantisiert, restauriert und manchmal reichlich fantasievoll. Aber wie sah das wirklich auf einer Burg aus? Das klären wir heute anhand einer ganz besonderen Quelle, der Haushaltsliste der Burg Niedertüchersfeld, inklusive etwas Geschichte und ein bisschen Baugeschichte. Mythos ritterliche Residenz. Die Vorstellung, dass jede Burg ein feudales Prunkstück mit Rittersaal, Wandteppichen und goldenen Leuchtern war, gehört eher ins Reich der Märchen. Tatsächlich war eine typische Burg des niederen Adels im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vor allem eins: ein Wirtschaftsbetrieb. Man lebte dort mit Knechten, Mägden, Vieh, Vorräten und ganz viel Organisation. Die Burgherrin führte oft den Haushalt, kümmerte sich um Vorratshaltung, um Personal, ja sogar um das Vieh. Kurz gesagt, Familienbetrieb mit Wehrmauern. Die Haushaltsliste von 1525. Ein Fenster in den Burgalltag. Kommen wir zu einem echten Schatz der Burgenforschung. Einer Quelle, wie man sie selten findet und leider für die Zeit des Mittelalters, also zum Beispiel des 15. Jahrhunderts, kaum vorliegt. Die Haushaltsliste von 1525, erstellt von Wolf Groß von Trockau, dem damaligen Burgherrn auf Niedertüchersfeld, also auch schon in der Zeit des 16. Jahrhunderts und hier in dem Fall in der Zeit des Bauernkriegs. Was war passiert? Im Zuge des Bauernkriegs wurde die Burg Niedertüchersfeld, wohl auch Obertüchersfeld, überfallen, geplündert und teilweise zerstört. Wolf Groß floh nach Forchheim, kluger Mann, und reichte später beim Fürstbischof von Bamberg eine detaillierte Schadensmeldung ein. Auch Tüchersfeld bzw. die Burg Niedertüchersfeld wird ein Opfer der Bauernkriege von 1525. Und diese Liste ist ein Glücksfall für uns. Denn sie zeigt mit erstaunlicher Genauigkeit, wie eine Burg in der frühen Neuzeit ausgestattet war, weit weg von romantischen Vorstellungen. Am 30. August 1525 legte Wolf Groß gegenüber dem Bischof eine detaillierte Schadensmeldung vor. Er dokumentierte, was ihm durch den Überfall des Bauernhaufens während des Bauernkrieges auf seine Burg Niedertüchersfeld geraubt, zerstört, zerrissen oder gebrandschatzt wurde. Nachfolgend die aufgelisteten Gegenstände und Vorräte in systematischer Darstellung, leserlich übersetzt.
Im Anschluss folgt die vollständige Auflistung, aus der ich nur einzelne Stichpunkte vorlese. Wer alles in Ruhe nachlesen möchte, kann das Video einfach kurz pausieren. Viehbestand: 8 Mutterschweine, 4 Ochsen, 24 Karpaune oder Hähne, 68 Hennen. Lebensmittel und Vorräte: 9 Schmeerlauben, das ist eine Art Klumpen aus Fett. Fische, zentnerweise Schmalz, 4 Sommere Erbsen und so weiter. Damit es nicht so langweilig wird, mal ein Bild. Es ist kein jetzt authentisches Bild, sondern einfach mal eine Darstellung, damit man weiß, was so ein bisschen rumsteht auf einer Burg. 54 Sommere Hafer und ganz wichtig, 1 Fuder Wein, etwa 12 Fässer oder 3 Fuder Bier, 36 Fässer. Wenn ich richtig gerechnet habe, wären das 3000 Liter Bier. Küchengerät und Hausrat, 24 Zinnteile, Wohlteller gemeint, 6 Messingleuchter, 24 gute Pfannen, 2 Durchschläge, das sind Schneebesen, 2 Kessel, 4 Maßkannen, also zum Abmessen, 6 eiserne Löffel. Zwischendurch auch mal ein Bild wieder im Prinzip, damit es nicht ganz so langweilig wird, die Auflistung im Prinzip hier. Vielleicht war das so ein Raum auf einer Burg, warum auch nicht. Wohn- und Bettzeug, 10 vollständige Betten, 8 Truhen sowie Halbkisten und Behälter, 38 Paar Leinentücher, 2 Einschlagtücher, Textilien und Sonstiges, 52 Ellen Garn, 2 neue Schürzen, 6 Ellen Flachstuch, handwerkliches Gerät, ein Hammer, ein Bohrer, 10 Sommere Holzmehl, wozu auch immer, landwirtschaftliches Gerät, ein Pflug, ein Komet, also ein Zuggeschirr für Zugtüre, Möbel, 7 Tische, Stühle und Bänke, wurde ihm alles zerschlagen und verbrannt. Vorrats- und Lagergut, natürlich Wein- und Bierfässer durften nicht fehlen. Jetzt wird es natürlich wieder interessant. Rüstung und Waffen. 2 Panzer, also 2 Harnische, sind leider nicht näher beschrieben, was für welche. Ein Paar Handschuhe, wahrscheinlich zu den Panzern, 2 Schulterumhänge, 2 Krägen, 3 Kolben, also Schlagwaffen, 2 Spieße und 2 Schweine, 5 Schweinespieße. Mehr Waffen waren nicht vorhanden, also keine übliche Ausstattung einer Burg, wie man sich sonst so vorstellen könnte. Jagdgerät. Hasengarn, Saugarn zum Fangen sozusagen von Hasen und Sauen, alles zerstörte Seile, Bücher und sonstiger Besitz zerrissen, verbrannt, 26 Säcke. Die Quelle hierzu ist vor allen Dingen Paul Österreichers Die 2 Burgen Tüchersfeld geschichtlich dargestellt, Bamberg 1820. Die Einordnung der Haushaltsliste basiert auf der überlieferten Haushaltsaufstellung von Wolf Groß von Trockau zu Tüchersfeld 1525. Eine Transkription ist im Archiv des Fränkischen Schweizmuseums sowie ein über Sekundärliteratur, unter anderem bei Kunstmann, dokumentiert. Was diese Liste deutlich zeigt: Niedertüchersfeld war kein Wehrturm mit Waffenlager, sondern ein ländlicher Herrensitz. Wirtschaftlich organisiert, aber militärisch eher unterdurchschnittlich ausgestattet. Kein Wunder also, dass sich Herr Wolf von Trockau bei der Ankunft des Bauernhaufens vorsorglich nach Forchheim zurückzog. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Burg Niedertüchersfeld etwas genauer, vom Adelssitz zum Museum. Die Geschichte der Burg Niedertüchersfeld ist ein beeindruckendes Beispiel für die wechselvolle Entwicklung einer kleinadligen Burganlage im fränkischen Raum, eingebettet in die Machtverhältnisse zwischen Adel, Hochstift und städtische Obrigkeit. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Siedlung Tüchersfeld im Jahr 1243 mit einem gewissen Fredericus Quandon de Tüchersfeld, übersetzt etwa Friedrich I gesessen zu Tüchersfeld. Diese Formulierung lässt bereits vermuten, dass hier ein Adelssitz bestanden haben könnte, der mit einer lokalen Herrschaftsstruktur verbunden war. Bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts wird Tüchersfeld als bedeutender Besitz innerhalb der bambergischen Einflusszone greifbar.
1262 fällt eine der beiden Burganlagen an den Bamberger Bischof, 1269 wird auch die zweite durch Herzog Ludwig von Bayern dem Hochstift Bamberg geschenkt. Damit unterstehen beide Burgen unmittelbar dem geistlichen Landesherrn. Im Jahre 1287 verzichtet schließlich Pfalzgraf Heinrich bei Rhein endgültig auf jegliche Ansprüche zugunsten des Bischofs, was die Position Bambergs weiter stärkt. Beide Burgen, später unterschieden in Ober- und Niedertüchersfeld, werden zunächst an Ulrich von Egloffstein verpfändet. In den Nachträgen zum sogenannten bischöflichen Urbar B aus dem Jahr 1348 werden beide Burganlagen erstmals explizit mit ihrer Unterscheidung benannt. Hier ein Rekonstruktionsversuch der beiden Burgen, links Obertüchersfeld, rechts Niedertüchersfeld, wie sie vielleicht ausgesehen haben könnten, damit man ein bisschen eine bessere Vorstellung hat. Während sich die obere Burg zu einem bischöflichen Amt entwickelt, bleibt Niedertüchersfeld ein Lehen, das spätestens im Spätmittelalter in den Besitz der Familie Groß von Trockau übergeht, einem altfränkischen Adelsgeschlecht mit zahlreichen Besitzungen in der Region. Ein herber Einschnitt erfolgt 1430, als beide Burgen im Zuge der Hussitenkriege zerstört werden. Niedertüchersfeld wird daraufhin durch die Familie Groß von Trockau wieder aufgebaut. Man darf hier von einer zumindest teilweisen Wiederherstellung im Rahmen eines befestigten Gutshofs ausgehen. Interessant ist der politische Schritt im Jahr 1444, als die Groß von Trockau in der sogenannten Waldenfelser Fehde ihre Burg der Reichsstadt Nürnberg öffnen. Wohl ein symbolischer Akt, um sich unter städtischen Schutz zu stellen und dem Druck des Bamberger Hofstifts entgegenzuwirken. Der nächste Tiefpunkt folgt dem Bauernkrieg von 1525, der sich dieses Jahr zum 500. Mal jährt. Niedertüchersfeld wird von einem Bauernhaufen geplündert und zerstört. Die berühmte Haushaltsliste des Wolf Groß von Trockau gibt uns heute einen einzigartigen Einblick in die Ausstattung einer solchen Burganlage des niederen Adels im frühen 16. Jahrhundert, von Nutzvieh, Vorräten bis hin zu Hausgerät und Waffen. Die Anlage wird zwar erneut wieder aufgebaut, jedoch im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges, genauer gesagt 1636, erneut schwer beschädigt. Die Hauptburg scheint danach nicht mehr instand gesetzt worden zu sein. Um das Jahr 1700 wird der jüdischen Gemeinde die Ansiedlung in den Ruinen der Unterburg gestattet. Hieraus entwickelt sich der sogenannte Judenhof, ein einzigartiges Ensemble, das bis ins 20. Jahrhundert hinein bewohnt bleibt. Jüdische Familien ziehen in die Unterburg. Ein verheerender Brand zerstört 1758 große Teile der noch bestehenden Gebäude. Der anschließende Wiederaufbau erfolgt im heutigen sichtbaren Umfang, der im Wesentlichen die historische Gestalt der Unterburg bis heute prägt. Die Brandkatastrophe von 1758 und ein Bild aus dem Jahr 1840, das die Unterburg, den jetzt genannten Judenhof, zeigt. Hier wird dann auch eine wunderschöne Synagoge installiert, die heute noch zu besichtigen ist. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfällt die Anlage zusehends. Erst zwischen 1981 und 1983 erfolgt eine grundlegende Sanierung, bei der auch archäologische Untersuchungen stattfinden. 1985 wird in den Gebäuden schließlich das Fränkische Schweizmuseum eröffnet, eine Institution, die heute nicht nur regionale Kultur- und Sozialgeschichte vermittelt, sondern auch die bauliche Entwicklung der Burg Niedertüchersfeld bewahrt und erfahrbar macht. Baubeschreibung der Burg Niedertüchersfeld. Betritt man heute das Gelände des Fränkischen Schweizmuseums, durchschreitet man das rekonstruierte Tor aus der Zeit um 1525 der ehemaligen Burg Niedertüchersfeld. Jenes Eingangsensemble, das nach dem verheerenden Brand von 1758 im barocken Stil wieder errichtet wurde und heute den baulichen Zustand der Unterburg prägt. Doch unter diesen sichtbaren neuzeitlichen Hülle verbirgt sich weit ältere historische Substanz. Die Ursprungsanlage von Niedertüchersfeld geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das 13. Jahrhundert zurück.
Das belegen sowohl archäologische Grabungen als auch Mauerzüge, die in den jüngsten Sanierungsmaßnahmen freigelegt wurden. Besonders im westlichen und östlichen Bereich des Tors lassen sich Fundamente nachweisen, die aus dieser frühen Phase stammen und vermutlich zu einer ersten steinernen Ausbaustufe gehören. Hier sehen wir auf einer Karte, betitelt Burgen und Schlösser der Fränkischen Schweiz, aus dem 17. Jahrhundert, wohl die früheste Ansicht der Burg Tüchersfeld, also Niedertüchersfeld. Der Pfeil markiert den Bergfried, den Palas und die Wehrmauern. Ursprünglich war die Burg im Norden durch 2 Gräben gesichert. Heute im Gelände nicht mehr sichtbar, aber archäologische nachgewiesen. Einer dieser Gräben verlief entlang der heutigen Zufahrt, ein zweiter schützte direkt den Zugang zum Burgtor, das in älteren Quellen als Torhaus beschrieben wird. In unmittelbarer Nähe zum Eingang befand sich vermutlich auch die ehemalige Burgkapelle, die jedoch im Dreißigjährigen Krieg vollständig zerstört wurde. Auf dem Plan markiert sind die beiden Gräben, die Zufahrt, die heute auch noch so ist, und die Lage der ehemaligen Burgkapelle. Der Hofbereich der Unterburg ist heute weitläufig und offen gestaltet, doch historische Befunde lassen darauf schließen, dass der ursprüngliche Burghof deutlich enger war und vorrangig als Wirtschaftshof diente. Eine 2020 entdeckte Mauer aus dem 13. Jahrhundert, die in nordost-südöstlicher Richtung verläuft, deutet auf eine ältere Begrenzung hin. Es ist anzunehmen, dass der heutige Außenmauerverlauf mit seinen massiven Stützmauern ehemals aus einem Zwingerbereich und vielleicht mit einem kleinen Garten nach Osten bestand. Im Plan markiert der ursprüngliche Mauerverlauf, der 2020 entdeckt wurde, sowie die Stützmauern, die den heutigen Mauerverlauf der Gebäude zeichnen, wo vielleicht ein Zwinger lag. Ein besonderes bauliches Merkmal war vermutlich ein Flankierungsturm an der nordöstlichen Ecke, dessen Fundamente teilweise in den Halsgraben ragten und die Torseite sichern konnte. Dieser Turm, ebenso wie große Teile der ursprünglichen Ringmauer, wurden nach dem Brand von 1758 niedergelegt oder baulich überformt. Im Plan ist die Lage des ehemaligen Flankierungsturms markiert. Im südlichen Gebäudeteil wurden bei den Sanierungen weitere Fundamente und Treppenanlagen entdeckt, die der älteren Unterburg zugeordnet werden. Dazu gehört auch ein Brunnen-Zisternenhaus, das sich am westlichen Rand des Hofes befindet und ursprünglich wohl zur Wasserversorgung diente. Ein unverzichtbares Element jeder wehrhaften Anlage. Auch ein Backofen ist noch vorhanden, was den Charakter des Ortes als Versorgungshof zusätzlich unterstreicht. Hier sind Backofen und Brunnenhaus bzw. Zisternenhaus markiert. Trotz der Brockenüberformung erlaubt der heutige Bestand eine Vorstellung davon, wie Niedertüchersfeld zur Zeit der Familie Groß von Trockau ausgesehen haben könnte. Eine befestigte, funktionale Anlage mit Wirtschaftscharakter, ausgestattet für das Leben und Wirtschaften eines niederadligen Lehensinhabers. Über einen schmalen Durchgang zwischen Brunnenhaus und Südgebäude gelangt man in das Gelände der einstigen Oberburg. Diese bildet das eigentliche Machtzentrum der Anlage. Hier stand der Palas, das Hauptbrunnengebäude, mit insgesamt 4 Geschossen, errichtet auf einer abgestuften Felsplattform nach Südwesten hin. Der Zugang erfolgte durch ein Sockelgeschoss, von dem aus man über eine kombinierte Rampen-Treppenanlage zu den darüber liegenden Baukörpern gelangte und schließlich zum Wohnturm, der auf dem westlichen Felsturm errichtet war. Im Plan markiert die Hauptburg mit Wohnturm, im Nebengebäude und dem Palas. Von einer Bebauung des südöstlich gelegenen Felsturms gibt es bislang keine Nachweise. Ob dieser als Ausguck, als Wehrplattform oder gar unbebaut blieb, ist ungeklärt. Ein möglicher weiterer Zugang zum unteren Burghof, etwa durch die Felsen hindurch oder zwischen ihnen, bleibt archäologisch ungesichert. Es ist denkbar, dass ein solcher erst nachträglich geschaffen wurde, um den inneren Verkehr der Burganlage zu erleichtern. Die genaue Raumgliederung der Oberburg ist aufgrund fehlender Pläne nicht rekonstruierbar.
Doch aus der Größe des Palas und durch Vergleiche mit zeitgleichen Anlagen, etwa der Burg Pottenstein, lässt sich schließen, dass hier repräsentative Räume wie ein Rittersaal mit Holz verkleidete Stuben, Kammern für den Herrensitz vorhanden waren. Hier ein Blick auf die Burg Pottenstein mit dem auf dem Felsen gelegenen Palasgebäude. Heute steht kaum mehr etwas vom einstigen repräsentativen Adelssitz der Familie Groß von Trockau. Doch wer mit geschultem Blick über das Gelände geht, erkennt im Schatten der Felstürme jene Spuren, die der Wind der Jahrhunderte nicht verweht hat. Hier der heutige Eingangsbereich mit dem Tor von 1525 in das Fränkische Schweizmuseum. Der Innenhof mit im Vordergrund dem Backhaus, Backofen und links das sogenannte Brunnenhaus. Im rechten Bereich befindet sich die Synagoge und weitere Museumsräume. Hier der Blick auf die einstige Hauptburg, im Vordergrund wieder das Backhaus und links das Haus mit dem Fachwerk im zweiten Obergeschoss, das ist das Brunnenhaus. Hier eine Ansicht von 1820, auf der noch in dem Bild Mitte etwa die Burg Niedertücherfels bzw. die Ruinen zu sehen sind, rechts die Unterburg und auf der linken Seite die Reste der Burg Obertüchersfeld. Fazit. Was lernen wir daraus? Eine Burg war kein Dekorationsstück, sondern ein hochkomplexer Lebens- und Wirtschaftsraum. Gerade die Burgen des niederen Adels wie Niedertüchersfeld zeigen eindrucksvoll, wie bodenständig, aber organisiert das Leben dort verlief. Heute steht an ihrer Stelle das Fränkische Schweizmuseum. Ein Schatzkästlein für alle, die Geschichte nicht nur sehen, sondern begreifen wollen. Wenn ihr also in der Gegend seid, schaut vorbei. Vielleicht findet ihr sogar das Modell der Burg Neideck. Hier noch ein kurzer Blick in das Fränkische Schweizmuseum. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nie vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.